Haut 6. Sonntag am Joreskreis begrüßt ich aus der Kirche von Habscht, wie wir drauf von heute Sonntagsmass. Es singt die christliche Gemeinschaft von Habscht, Kantor aus den Ender Vio, Organist a Viersänger den Abbé Joel Zanter, Organistin auch Katharina Strajdova. No der Urgel Improvisation sangen wir Écoute la voix, Laudate Dominum 73. Seigneur, prends pitié, Magnificat 951, Gloire à Dieu, Nummer 961, Nimm, o Herr, die Gaben, Laudate Dominum 235, Saint an Agneau de Dieu aus dem Magnificat. Und zum Schluss, Segne du Maria, Laudate Dominum 500. Spielt Katharina Strajdova aus Kleine Präludien und Fugetten vom Bach. Aber bei der Sortie den Abbé Joel Zanter, Fuga G-Moll auch vom Bach. Am Namen vom Pap, a vom Sohn, a vom Heiligen Geist. Amen. Den Herr sief mat dich all. Leif Leid zu Habscht an der Kirche, a leif alle Gu, die da iwwer Medien mat deis verbunden sind. Als kirchliche Gemeinschaft will wir dem Herrgott ob diesem Sonntag begegnen. Und wir frohen ihn durch am Anfang, dass ihn all das, was uns von ihm trennt, dann auffällt, weghält.
Dafür los mal lotse Summen bierden. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Er lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Amen.
Lasset uns beten. Gott, du liebst deine Geschöpfe und es ist deine Freude, bei den Menschen zu wohnen. Gib uns ein neues und reines Herz, das bereit ist, dich aufzunehmen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch Jeremia. So spricht der Herr, der auf Menschen vertraut, auf schwaches Fleisch sich stützt und dessen Herz sich abwendet vom Herrn. Er ist wie ein Strauch in der Steppe, der nie Regen kommen sieht. Er wohnt auf heißem Wüstenboden im Salzland, das unbewohnbar ist. Gesegnet der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Hoffnung der Herr ist. Er ist wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist, ausstreckt. Er hat nichts zu fürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün. Auch in einem trockenen Jahr ist er ohne Sorge. Er hört nicht auf, Frucht zu tragen. Wort des lebendigen Gottes. Freut euch und jubelt, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit stieg Jesus mit den 12 den Berg hinab. In der Ebene blieb er mit einer großen Schar seiner Jünger stehen, und viele Menschen aus ganz Judäa und Jerusalem und dem Küstengebiet von Tyrus und Sidon waren gekommen. Jesus richtete seine Augen auf seine Jünger und sagte: Selig ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet gesättigt werden. Selig, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und wenn sie euch ausstoßen und schmähen und euren Namen in Verruf bringen um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, denn siehe, euer Lohn im Himmel wird groß sein. Denn ebenso haben es ihre Väter mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, ihr Reichen, denn ihr habt schon euren Trost empfangen. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet klagen und weinen. Weh, wenn euch alle Menschen loben, denn ebenso haben es ihre Väter mit den falschen Propheten gemacht. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Liebe Schwestern und Brüder, all Mensch wird glücklich sein, ich auch, an dir auch. Dafür schwätzte Jesus am Anfang von seiner Rede über Glück an Glückseligkeit. Wir werden erst da schon glücklich. Aber wie fühlt es sich an, wirklich glücklich zu sein? Heians du, vielleicht ganz rar, mir immerhin, wir können uns ja tatsächlich das Gefühl von lauter glücklich sein, am liebsten ganz Welt zu umerbeln, ja sogar Beam auszurappen.
Der Jesus erklärt, wenn wir es auf den Punkt bringen: Glücklich sind die, denen bewusst ist, dass sie Gott brauchen. Aha, mir von wat wir engem Glück schwätzte Jesus do. Hier mengt nicht, wenn ihr froh und ausgelassen ist, wenn ihr Spaß hat und viel Geld ausgeben kann. All das scheint auch gut, à la Bonheur. Mir wirklich Glück geht mir tief, erkennt vom Herz. Wirklich Glück schließt man an, dass er noch zufrieden ist. Nicht nur für den Moment, wo er jubiliert, mir so gefühl, dass immer irgendwie da ist, hannergrinnig. Eng Sort positiv Grundbefindlichkeit, a Platz latent oder kontinuierlich Unzufriedenheit, wie wir sie ja auch kennen. Dat Glücksgefühl, dat de Jesus mengt, ist nicht unbedingt dasselbicht, wie wenn wir eis über etwas Bestimmtes so freuen. Gewiss, ein cooles Geschenk, ein Footballmatch, ein neues Auto, sie grin für froh zu sein. Aber das Gefühl hält nicht un. Geschenk ist irgendwie ja nicht mehr neu und nicht mehr interessant. Das Footballspiel ist passé, und ein Auto gibt ein gebrauchten, dann verbrauchten Auto. Dem Jesus geht es glücklich sein, wo das Glück innerschwellig immer da ist. Und das selig sein, was mehr tief geht wie glücklich sein. Für was? Was doch immer geschieht, positiv oder negativ, den Herrgott ist mit eis. Der Jesus will deis Haut dann opmachen, wat für ein immens Glück et bedeit, dass hier ein Eis gär holt. Da das Seligkeit, da können wir Eis selig preisen. An Lot zu de Seligpreisungen konkret. Sie hun innert de Menschen am Lauf der Zeit, die unterschiedlichst Reaktionen auf ihr gerufen. Bei denen enge feieren sie zu Betroffenheit an Nodenken, für andere sind sie ein Hoffnungsschimmer oder Sozialutopie, gelten als Aufruf zu Veränderung oder aber sie nichts anderes wie billig Verträchtung. Dem Jesus geht es darum, denen, die ausgebeut gehen, enttäuscht sind, gedemütigt, krank an der Länge, die in unerträgliche Verhältnisse leben, zu sagen, dass das Leben, so wie sie es bis lo feiern mussten, nimmen die Engseite vom Leben ass, an doch anderer Gött. Dem Jesus also den Ulleies, denen die schwer Leben hun oder inner dem Egoismus von denen leiden, die Zoen hun an die anderen dominieren, Mut für Leben, an Hoffnung ob ein Wenn zum Besseren zu machen. Das Evangelium weist, Menschen hatten all großer Weidungen unter Jesus. Sie hatten Hoffnung, von einer Krankheit geheilt zu gehen, hier elementar Sachen wie das tägliche Brot sicher Gestalt zu kriegen oder hier alltägliche Probleme verbessert oder gelöst zu kriegen. Der Jesus stellt ihnen an Aussicht, all das ging ändern, spätestens mit dem Abbrechen vom Reich Gottes. Ein Wenn zum Guten, wenn das Reich Gottes antrifft. Aber du musst mir all mal abhaken. Du hast jederé gefordert. Das geht nicht ohne Eis. En plus preist ihn die selig, die diskriminiert gehen, weil sie sich hier de Jesus zum Leitbild geholt haben. Für ihn nachfolgt, muss er mit rechnen, Schwierigkeiten ausgesetzt sein, die bis zu Verleumdung und Verfolgung können gehen. Das Reich Gottes, von dem jetzt war, bricht mit dem Wirken von Jesus, breit sich aus, von Menschen ihm nachfolgen, an dem sie denken und handeln wie der Jesus. Menschen, die denken und handeln wie ihn, die müssen nach Kauf holen, dass es ihnen auch so geht wie ihm. Der Jesus redet Klartext hei. Wie mit mir geht, dem die Schwierigkeiten nicht aus dem Weg geräumt, den hu doch kein Schlaraffenland vor sich. En hu den ausgefüllten Schänen,
aber auch anspruchsvollen an durchaus meisame Lebensweg vor sich. Wie ein Reich Gottes Welt, der muss auch etwas dafür machen. Und der Jesus stellt damit unausweichlich froh, auch und eis, will der dat? Bei dieser Seligpreisung geht es also nicht um die Schnelländerung von unbefriedigenden Verhältnissen, so wünschenswert und verständlich dadurch ist, mehr um Weh, ob dem es nachhaltig zu Veränderungen kommt. Dann die berühmte Wehrufer, weh euch. Der Jesus möchte sich nur dran nodenklich. Gar Ärer, die da reich sieht, weil die hut los schon ihren Trost. Gar Ärer, die da lo saat sieht, die wird hungrig gehen. Gar Ärer, die da lo lacht, weil die wird trauren erkreischen. Der Jesus will das mit diese wieder nicht erschrecken, mir invitieren an uns zu gehen. Wir leiden keinen Hunger, wir kreischen nicht beständig, aber gehen nicht, wenn es unserem Glaube verfolgt. Am Dach fehlt immer etwas an unserem Glück. Geht darum zu spüren, dass Gott allein mich zutiefst glücklich machen, selig machen kann. Wie ein ob Gott vertraut, als reich, glücklich, zufrieden, kann auch die Widrigkeiten vom Leben, die Frustrationen, Stier bitten. Da geht alles mir leicht, und ohne das ist es mir schwer. Liebe alle gut, wir feiern heute doch nur beim 11. Februar Fest Notre-Dame de Lourdes, den Welttag von den Kranken. Wir beten für die krank sind oder am Bett liegen müssen. An das Gebet schließen wir all die mit an, die sich die Kranken kümmern. Doktoren, Infirmieren, Pfleger, an all Fachkräften am Gesundheitsbereich. Des Gedanken feiern uns auch nur u Gott herum. Am Buch Exodus bezeichnet Gott sich als Doktor von seinem Volk, den et vier Krankheiten behielt. Jedereen, den sich im Kranker sucht, handelt do hier am Sinn von Gott, allein ob der Lin von Gott. Aber nicht nimmen dat. Beim Prophet Jesaja heißt es bezogen auf Christus, er hat unsere Leiden auf sich genommen und unsere Krankheiten getragen. Und der Jesus selber hat gesagt, dass an dem Kranken hier selber Eis beginnt. Barockzeit war hier ganz erfinderisch, für so Bibelwörter und Bilder konkret umzusetzen. Sie hat das Wort, ich bin den Herr dein Doktor, an Motiv Jesus als Abdikter oder Jesus den himmlischen Doktor entstohe gelost. Bis hin zu bildlichen Durchstellungen. Der Jesus wird durchgestaltet als den allen, die bei hier kommen, Hilfe an Heilung schenkt. Ob etliche Bilder als ein Abdikt durchgestaltet. Am Matzen dran der Jesus als Abdikter. Doch stehen dann allerhand Dosen und Flaschen mit Medikamenten, die sie beschrift, und da steht drauf, welche Medikamente an Hilfsmittel hier ubit. Hoffnung, Glauben lebt, Geduld, Vertrauen, Trost. Der Jesus steht da auf weiter Theke. Wir Schwächten, Krankheiten, Mängel aus sich spielt, als invitiert, bei ihm zu kommen. An ihm zu suchen, wo es bei ihm direkt erweht. Der Jesus weiß, dass körperlich und seelisch Leiden dachs zusammenhängen. An dem Sinn, sie sind Heilmittel zu verstehen. Es sind weder Medikamente, die sehr wirken, so wie Pillen gegen Fieber oder Zahnweh, nach modernen Operationsmethoden. Das ist alles wichtig, aber es ist nicht alles, was zur Heilung beiträgt. Dazu gehört auch eine heilsame Atmosphäre, die sich an Haltungen wie Leid, Geduld, Vertrauen, Glauben und Hoffnung weist. Des Haltungen können bei uns allwussen, bei Kranken, aber bei denen, die sich sie sorgen. Sie können dazu beitragen, gesund zu gehen.
manchmal an engem Idee sind. Jo, à la limite, eng Krankheit zu akzeptieren, an dommer de so zu leben, dass ich an anderer Courage schaffen können. Liebe Brüder und Schwestern, dass jeder von uns den Mut aufbringt, bei Jesus als sing Abdikt zu kommen, für mit ihm seine eigene Therapie zu besprechen und so sein Leben zu meistern, mit seinen Schwächen, Krankheiten und Erschränkungen, an die Heilmittel anzuwenden, die Hirn ubit. Amen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Selig sie mir, weil wir auf Gott vertrauen. Aus diesem Vertrauen heraus will wir Lob beten. Für die, die keine Stimme haben, auch für die, ob die kein Lausch steht. Herrgott, hör eis. Wir beten für all die, die an der Medizin und an der Pflege tätig sind. Auch für all, die kein Vertrauen an die Medizin mehr haben. Herrgott, hör eis. Wir beten für all, die durch schlimme Erfahrungen Vertrauen an die Kirche verloren haben. Herrgott, hör eis. Wir beten für all, die unter Armut, Hunger, Krankheit, Krieg und Terror leiden. Herrgott, hör eis. Wir beten für all eis Verstorben, auch für die, die im Leben Verstorbenen trauern. Herrgott, hör eis. Gute Gott, gesehen sind all, die sich auf dich verlassen. Stärgeist Vertrauen, los als Fursen, a Glauben, Hoffnung erlebt. Darum beten wir durch Christus, eisen Herr. Amen.
Lasst uns beten zu Gott, dem allmächtigen Vater, dass er die Gaben der Kirche annehme, zu seinem Lob und zum Heil der ganzen Welt. Barmherziger Gott, das heilige Opfer reinige uns von Sünden und mache uns zu neuen Menschen. Es helfe uns, nach deinem Willen zu leben, damit wir den verheißenen Lohn erlangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn wir erkennen deine Herrlichkeit in dem, was du an uns getan hast. Du bist uns mit der Macht deiner Gottheit zu Hilfe gekommen und hast uns durch deinen menschgewordenen Sohn Rettung und Heil gebracht aus unserer menschlichen Sterblichkeit. So kam uns aus unserer Vergänglichkeit das unvergängliche Leben durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen wir jetzt und in Ewigkeit dein Erbarmen und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist hellig, Herr Gott, von dir könnt all Helligkeit. Du verbieten wir dich, mach des Goven hellig durch dein Geist. Los für Eis zum Leib und zum Blut gehen von dem jungen eiser Herr Jesus Christus. Den Abend, wo hier verroden gouf, von den Tod op sich geholt hat, du hält den Brot aus in Händen. Seht den Dankgebiet, bricht Brot, richtet singe Freund seht, holt an erst alle gut davon. Dat teiers mein Leib, Getier gehen für ich. Nur am ersten hält noch de Kirch, seht remmen Dankgebiet, recht de Kirch singe Freund seht, holt an dringt alle gut raus. Et teiers de Kelch mat mingem Blut, Blut vom neien an ewige Bund. Et fließt für ich an die viel Aner, wie das Sünde verziehe gin. Macht es als mein Undenken. Geheimnis vom Glauben. Dein Tod, dein Opferstuhl feiern wir, bis du kannst so feiere mir, heilige Pap, dun denke von dem Jung, der vierreis gestorben an Oberstern ass. An so affirmiert Brot vom Leben an de Kirche von der Erlesung. Wir so dir merci, weil du seist Beruf für von dir zu stohen an dir zu dingen.
Wir beten dich, los sei Stil holen Leib an Blut vor Christus, dat ma eent gin durch den Heilige Geist. Denk und den Kirch euch dat Welt, los dei Volk Fussen an der lebt. Ze summen mat eisen Papst Franziskus, eisen Bischof Jean-Claude, dem Weihbischof Leo, mat de Geistlichen, an all denen, die am Ding stehen vun denger Kirch. Denk an alle Brüder und Schwestern, die von uns gegangen sind, an der Hoffnung, dass sie oberstehen, an all die Äner, die an deiner Gnot gestorben sind. Wir feiern das Mass als Stiftung für die Verstorben von der Familie de Bank Fabach. Hol sie op bei dich an dein Licht. Pap, erbarm dich eiser all, schenk uns ewig Leben mit Maria, der Heilige Gottesmann, dem Heilige Josef, den Aposteln, an all denen, die Gnot von tu bei dir, sind dat Welt besteht. Martinen all, wo seist dich löwen an Ehren durch der Jung Jesus Christus. Weil durchhin, am Mattim an Anhim, dir allmächtige Pap, an der Einheit vom Heilige Geist, all Herrlichkeit an Eier, lo an immer an ewig. Amen. Lo will man zusammen so beten, wie Jesus Christus selber eiset gelehrt hat. Eise Pap am Himmel, dein Name sief geheiligt, dein Reich soll kommen, dein Wille soll geschehen, wie am Himmel, so auf der Erde. Gib uns halt als täglich Brot, verzeih uns als Schuld, wie auch denen verzeihen, die an unserer Schuld sind. Führ uns nicht an Versuchung, wir machen uns frei vom Bösen. Weil dein das Reich und Macht und Herrlichkeit für immer an ewig. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Alle aßen und wurden satt, er gab ihnen, was sie begehrten, ihr Verlangen wurde erfüllt. Der Leib Christi.
Lasset uns noch beten. Gott, du Spender alles Guten, du hast uns das Brot des Himmels geschenkt. Erhalte in uns das Verlangen nach dieser Speise, die unser wahres Leben ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
Wir haben die Eucharistie gefeiert mit der christlichen Gemeinschaft zu Habscht. Den nächsten Sonntag über Dom Mass auch hei von Habscht. Ich alle guten a ganz schöne Sonntag mit viel Sonne, Sonne draußen, a Sonne am Herz. An Domata schalten wir zurück an den Studio.
noch.